vom Schnabeltier, wo Henry heisst. Ein Monster. Der Henry und der Ben, unsere beiden Schnabeltiere, schwimmen im Fluss. Es ist ein wunderschöner Tag in Tasmanien, auf der ganz anderen Seite der Welt. Ein laues Lüftchen geht und die Sonne steht ganz hoch am Himmel. Etwa die tauchen die beiden unter und sind erst viel später wieder zu sehen. Schnabeltiere können nämlich ganz lang die Luft heben. «Was für ein schöner Tag», sagt Henry zufrieden. Sie schwimmen das Ufer zurück und liegen ins warme Gras. Mit dem Schnabel und den beiden Hinterbeinen strählen und putzen sie ihr Fell so lang, bis es trocken und schön glänzig ist. Auf einmal kommt der Küngel angekoppelt und ruft ganz aufgeregt: «Hilfe! Ein Monster! Nicht wie weg! Ab in die Büsche!» und rennt weiter. Der Henry und der Ben schauen ganz gehäuselt dem Küngel nach. Dann sehen sie den Wombat über die Wiese rennen. Wissen Sie noch, das Gürteltier, das es nur in Australien gibt? Und der Igel? Und das kleine Känguru beinelt auch noch hinten rein. «Ein Monster!» ruft das kleine Känguru. «Ein Monster! Es kann jeden Moment kommen und uns auffressen!» «Ein Monster bedeutet, glaube ich, nichts Gutes», denkt Henry. Und so schnell wie es halt geht, gibbeln die beiden Schnabeltiere den anderen hinten rein. Natürlich können sie nicht so gut rennen wie schwimmen. Und wo sie dann endlich auch im Lorbeerwäldchen angekommen sind, fragt Henry die anderen Tiere: «Kann mir jetzt jemand sagen, wie das Monster aussehen sollte? Ich meine nur für den Fall, dass ich es dann auch kenne.» «Wie Monster halt eben so aussehen», gibt ihm der Küngel um, der sich immer noch nicht beruhigen konnte. «Gefürchtig, das ist das grösste Monster, das ich schon je gesehen habe», jammert er weiter und schlottert vor Angst. «Das frisst uns sicher alle Rübis und Stübis auf.» «Ich habe seine Spur gesehen», macht der Wombat. «Die war ja so lang und mit einem Knebel zeichnet er die Spur auf den Boden.» Der Henry und der Ben merken sofort, was für ein Tier sich hinter dem Monster versteckt. Es ist die Spur von einer Schlange. Und die Schlangen fressen mit Vorliebe Schnabeltiere. «Eine Schlange. Wir sind verloren», flüstert Henry mit einem dünnen Stimmli und schaut seinen Freund Ben ganz traurig an, wo doch die Welt so schön ist. «Dann müssen wir sie eben fangen, die Schlange», sagt der Ben. Aber man spürt genau, dass er Schiss hat. «Und wie willst du das machen?» fragt der Küngel. Aber das weiss der Ben auch nicht. Das kleine Känguru hat wieder einmal eine Idee. «Wir graben ein grosses Loch im Boden», sagt es, «und legen Äste und Blätter drüber, dass die Schlange nicht merkt, dass es eine Fallgrube ist. Und wenn sie eingeht, dann haben wir sie gefangen.» «Das ist eine ganz gute Idee», sagt der Igel endlich, wo die ganze Zeit wortlos da gehockt ist. «Aber wie bringen wir es fertig, dass die Schlange auch wirklich reingeht?» macht er weiter. «Sie könnte ja einfach an der Fallgrube vorbeischleichen. Oder gar nicht in die Nähe kommen.» «Das müssen wir halt im Zufall überlassen», meint der Wombat. Aber mit dem ist der Igel überhaupt nicht einverstanden. «Nein», ruft er wütig aus, «das dürfen wir eben nicht im Zufall überlassen.» Unser Schnabeltier, der Henry, hat keine Ahnung, was ein Zufall ist. «Vielleicht ist das ein Tier, das ich noch nicht kenne», denkt er. «Und was meinst du?» Der Freund Ben reisst ihn ganz plötzlich aus seinen Gedanken. «Ich finde», sagt der Henry, «ich finde, der Zufall soll sich da draus haben. Das geht überhaupt nicht an. Wir sollten gescheiter etwas zu essen in die Fallgruben runterlegen. Etwas zu essen ist immer gut.» «Eine grossartige Lösung», rühmt der Igel. Und dann gehen sie alle zusammen zurück zum Fluss, wo sie die Grube bauen wollen. Wo sie bei den Spuren vorbeikommen, wo die Schlange zurückgelassen hat, geisset Henry vor lauter Angst. «So gross!» flüstert er dann und wedelt mit seinem dicken Biberschwanz hin und her. «So gross», sagt auch der Ben und spürt, wie er ganz weiche Knie bekommt. Sofort fangen alle mit der Graberei an.
Sie scharren mit ihren Vorderbeinen und kratzen mit den Hinterbeinen und schon gleich haben sie ein riesengroßes Loch ausbuddelt. «So, und jetzt noch etwas zu essen», sagt Henry. Die beiden Schnabeltiere spendieren Krebsen und Schnecken, das kleine Känguru und der Wombat Wurzeln und besondere Blättchen. Der Igel bringt Ameisen und Termiten. Und der Küngel tut sich zwar zuerst schwer, macht dann doch aber noch 2 dicke Rüebli führen. «Es ist ja für einen guten Zweck», brummelt der Liesling vor sich hin. Am Schluss legen sie frische Eukalyptusäste übers Loch und decken alles schön mit Blättern zu. «Eine heisse Schlangenfalle», sagt der Wombat zufrieden. Und alle anderen finden das auch. Dann machen sie ab, dass sie jetzt alle heimgehen und dass man sich am anderen Morgen wieder bei der Fallgrube trifft. Der Henry, todmüde von dem Saukrampf, ist in seiner Höhle sofort eingeschlafen. Aber mitten in der Nacht ist er auf einmal schwach. Wenn ich schon nicht schlafen kann, denkt er, dann könnte ich mal nachschauen, ob die Schlange vielleicht schon in unsere Grube hineingefallen ist. Draussen am Fluss ist dunkle Nacht. Hoffentlich finde ich die Stelle, denkt der Henry. Wenn es nur nicht so stockefeister wäre. Ganz leise schleicht der Henry am Ufer vom Fluss nach. Und auf einmal macht es Krach. Und der Henry plumpst in die Fallgrube. «Oh je, oh je, oh je, oh je», jammert er. «Jetzt bin ich dummes, gewundriges Schnabeltier doch selber in die Falle gefallen.» Umsonst probiert er aus dem tiefen Loch rauszuklettern. Immer wieder rutscht er am sandigen und schlifferigen Boden ab, zurück in die Grube. Und da, plötzlich sieht er oben am Rand den Schatten vom Schlangenkopf. Der Henry bleibt stocksteif wie gelähmt stehen und spürt, wie sein Herz schnell und immer schneller anfängt zu pöppeln. «Das Monster», denkt er, «jetzt ist es aus und an mit mir.» Das Monster schlängelt mit ihrem Kopf noch tiefer in die Fallgrube, züngelt ganz nervös und meint schliesslich: «Schmecke ich da nicht ein Schnabeltier? Auf Schnabeltier hätte ich jetzt mordsmässig Lust.» Dem Henry schudert das kalte Rücken ab. «Was machst denn du da unten, mitten in der Nacht, so ganz allein? Ist das nicht ein bisschen gefährlich für ein Schnabeltier?» fragt die Schlange ganz scheinheilig. Der Henry sagt nichts. Der Henry muss nachdenken. Und dann kommt ihm auch eine Idee. «Und du?» ruft er zu der Schlange rauf. «Was machst denn du da? Schau du gescheiter, dass du fortkommst, sonst wirst du auch noch gefangen.» «Ich? Wieso?» staunt die Schlange. «Weil sich da in der Gegend ein Monster herumtreibt, eine Schlange», ruft der Henry und hofft, dass ihm die Schlange die Angst nicht anmerkt. Und mit Schlangen ist das so eine Sache. Alle Tiere haben sich zusammengetan und passen ihr hinter jedem Strauch und jedem Busch ab. Und wenn sie die Schlange gefangen haben, dann machen sie den kurzen Prozess mit ihr. Kommst du jetzt raus? Ganz verschreckt zieht die Schlange ihren Kopf zurück. Wenn das so ist, dann schleiche ich gescheiter wieder ab. Und schneller als man schauen kann, ist sie ab und davon. Im Henry geht ein grosser Stein vom Herz. Er schnauft auf, so hat es ihm gewohlt. Dann schneugt er noch ein bisschen von den Schnecken und schläft einfach in der Fallgrube ein. Als am nächsten Morgen die ersten Sonnenstrahlen schauen, laufen die anderen Tiere zu der Fallgrube und staunen nicht schlecht über den Henry, der immer noch seelenruhig auf dem Boden von dem tiefen Loch pfuset. «Der hat Nerven», sagt der Küngel. Und der Ben ruft: «Henry, was machst denn du da unten?» «Die Schlange ist fort», brümmelt der Henry, der von diesen vielen Stimmen verwacht ist. Und als er dann noch ganz wach war, hat er voller Stolz den anderen erzählt, wie er die Schlange nie geleimt hat und wie sie vor lauter Schiss wie das Bisiwetter abgeschlichen ist. An dem Tag war der Henry ganz besonders glücklich, weil der Henry, unser Schnabeltier, ist nämlich der Held vom Tag.